Leid, ich schwitze. Ich hab richtig Achselschweiß. Er ist kalt. Immer hätte jetzt absolut niemandem die Hand geben. Nein. Echt Das nicht. war so eine richtig kalte Glipschhand, die man nicht gern anlangt bei anderen Leuten. Ja. Da, wo man sich schamt, wenn man selber hergeben muss, obwohl man einfach nur hofft, dass man umarmt wird. Ja, und du weißt, du hast so oft, wie du kannst, an deinem Oberschenkel abgewischt, aber es bringt nichts. Ich heb das manchmal vorher so an meine Autolüftung, aber es bringt da nichts. Geil. Vreni, Res, wart's irgendwie schon mal besoffen? Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge Leck Arsch. Ich habe heute extra für euch, weil es ein besonderer Anlass ist, ausnahmsweise mal meinen Busen mitgenommen. Wie findest du das? Scharf. Es freut mich, wir sehen den voll Zeiten, ehrlich gesagt. Stimmt, er verschwindet zurzeit immer öfter. Unter XXL-Shirts. Ja, es hilft nichts. Also es waren einfach zu viele Herberts, die mich in meinem Leben drauf angeredet haben. Sie haben jetzt gewonnen. Ich nehme jetzt einfach nicht mehr so oft mit, aber ich habe mir gedacht, heute für heute muss er mit. Ich möchte mit dem Unangenehmsten auf der ganzen Welt starten. Ich hasse es, seitdem ich denken kann, mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wir müssen es hinter uns bringen, es hilft nichts. Mein Name ist Anja Bavaria, ich bin eine bayerische Musikerin, ich komme aus Oberbayern, aus dem Alpenvorland. Und ja, ich bin hier mit meinen zwei besten Friends alive. Servus Verena. Servus Anja, ich bin Verena. Starker Anfang, doch. Ich komme auch aus Oberbayern, irgendwo zwischen Ammersee und Starnberger See, und ich begleite Anja auf ihre Auftritte als DJ. Ich mache da Social-Media-Videos und bin da generell so die Frau für alles, oder? Ja, so kann man es sagen. Und Servus Res. Servus, ich bin Dres, ich bin aus Niederbayern und ich bin auch dabei. Und das freut uns sehr. An dieser Stelle möchte ich kurz erzählen, dass ich den Satz wirklich schon mal gebracht habe bei einer beruflichen Vorstellungsrunde, weil da hat mich ein Produzent mitgenommen, für den ich in meinem Studium als Social-Media-Texterin gearbeitet habe. Also da habe ich noch keine eigene Musik rausgebracht. Der hat mich mit zu Sony Music genommen. Und es sind einfach lauter wichtige Leute mit mir am Tisch geguckt. Also gegenüber von mir ist irgendwie der Manager von Namika geguckt. Es waren lauter, ja, Plattenfirmenchefs, keine Ahnung was. Und dann gab es leider auch so eine Vorstellungsrunde aus der Hölle, wo jeder Song hat müssen, was er macht und was er für Position hat. Und mir ist einfach nichts eingefallen, als dann der Produzent, mit dem ich halt da war, als der dann drauf war und gesagt hat, ja, er ist der Produzent von bla 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 und so. Also er ist halt wirklich ein sehr erfolgreicher Produzent, der hat beispielsweise Mambo No. 5 produziert, also wirklich heftig. Oder als ich da drüber habe ich einfach nur gesagt, ich bin Anja Fichtel und ich gehöre da dazu. Oh. Oh, das finde ich süß. Ja, er wollte nur nett sein, weil er gewusst hat, dass ich auch gerne Musik machen mehr hat und wollte halt mich da quasi mitnehmen, damit ich ein bisschen was lerne. Da habe ich übrigens gelernt, dass uns zum Beispiel Amazon Music sehr genau zuhört und dass schöne Palpa Français von der Namika sie oft gewünscht wird bei der Alexa mit schöner Papa Francis. Okay, wow. Ich hoffe, ich darf das nach all den Jahren erzählen. Ich glaube, dass mittlerweile wurscht ist. Ist verjährt, ist verjährt. Was wir ja in unserem Studium, weil wir kennen uns aus dem Studium, wir haben zusammen in Passau Medien und Kommunikation im Bachelor und im Master studiert, einfach weil wir nicht arbeiten wollten, seien wir ehrlich. Was wir ja da gelernt haben, war, dass man in der ersten Folge von einer Fernsehserie auf jeden Fall Gewalt einbringen muss, Sex und vielleicht nur Drogen.
Und ich habe mir gedacht, wir müssen das auch in unsere erste Podcast-Folge einbringen. Deswegen, weil wir ja alle keine Drogen nehmen, außer Alkohol, wollte ich von euch wissen, habt ihr schon mal was richtig, richtig Dummes im Rausch gemacht? Jeder hat schon mal was Dummes im Rausch gemacht. Aha, Dann fang gleich an, Verena. was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Ja, ein Klassiker, oder? Dass man WhatsApp-Nachrichten schreibt, die man in der Früh gern nicht geschrieben hätte. Meistens an irgendwelche Typen, die schon verjährt sind, auf die man eigentlich im nüchternen Zustand keinen Bock mehr hat. Aber wenn man besoffen ist, denkt man sich, ja, so schlecht war der doch gar nicht. Naja. Ja, man kennt's. Und du, Res? So was richtig Dummes fällt mir gerade nicht ein, aber meine Lieblingsrauschgeschichte von mir selber ist, dass ich mit einer guten Freundin von mir Dringer war und die hat davor so einen Rucksackurlaub gemacht in Südamerika und hat da ganz viel Spanisch geredet und sie hat sich an dem Abend auch mit Leuten auf Spanisch unterhalten und irgendwann habe ich so einen Pegel gehabt, dass ich nur noch Spanisch geredet habe. Kann man meinen, ist nicht so schlimm, ist ja lustig, macht man halt manchmal, aber ich konnte kein Spanisch. Also ich hatte ein Semester lang Spanisch an der Uni und es hat gereicht für Tengo Hambre und Donde está la biblioteca, aber nicht für ich unterhalte mich mit Leuten, die Spanisch-Muttersprachler sind. Von dem her, ja. Haben Sie das dann checkt? Also ich war an dem Punkt so weit, dass ich nicht mehr checkt habe, ob irgendjemand checkt, dass ich kein Spanisch kann. Ich denke schon. Also ich glaube, ich war einfach sehr unangenehm und habe, Fantasiespanisch geredet. Naja. Das liebe ich. Ja, also ich finde, das ist noch relativ human alles, weil ihr wisst ja, ich bin verletzungsgefährdet im Rausch. Ich möchte halt ja gern sagen, dass das alles schon sehr lang her ist, aber das letzte Mal, als ich mich verletzt habe, war halt, glaube ich, im Mai. Da hatte ich meinen allerersten Auftritt der Saison im Bierkönig und habe das dann noch natürlich zelebriert. War auf Mallorca im Ed Dömsche, so ein Kölner Lawn quasi auf Malle. Und da war ich blöderweise mit Kölnern. Und ich glaube, das ist generell der Fall. Weil die haben natürlich dann einen Kranz nach dem anderen steht und ja, ich weiß nicht, als Bayerin denkt man sich bei so einem 0,2er Glasl halt auch irgendwie, naja, das exe ich jetzt, weil das ist gar nichts für mich. Das provoziert dann ja so ein kleines Glasl. Und ich war am Ende so besoffen, dass ich mit einem Schauspieler von Köln 50667, ich weiß nicht, habt ihr das mal geschaut? Nein. Ja. Mit dem Jan, also der heißt Jan in der Serie, ist einer der Hauptcharaktere und im echten Leben heißt der Christoph Oberheide, ein super Typ. Auf jeden Fall bin ich neben dem gegangen, weil wir halt einen Location-Wechsel gehabt haben. Und dann hat der irgendwas Lustiges gesagt, ich schaue zur Seite und laufe voll gegen Laternen, sodass ich einen richtig schönen Cut hatte. Ich habe Blut wie Sau, fand das natürlich sau lustig. Und ja, bis heute habe ich immer noch eine Narbe, die aber Gott sei Dank hier mitten in der Augenbraue verläuft und da kann ich super überschminken, also alles gut. Der Christoph hat ein sehr, sehr schlechtes Gewissen gehabt und redet mir heute noch drauf an. War auch schön, ich war letztens in Köln auf einer Party von Marc Eggers und da waren dann auch Freunde von Christoph da und der hat dann gesagt, das ist die gegen die Laterne gelaufen ist. Perfekt. Haben es endlich, weil dann hat dann einer auch gesagt, ja, jetzt hat er da endlich ein Gesicht dazu. Schön, wenn man so vorgestellt wird. Ja, ich liebe, dass du jetzt eine Geschichte in dem Freundeskreis bist einfach. Ja, das ist wirklich super. Das liebe ich auch sehr. Und was aber Gott sei Dank schon länger her ist, ich habe auch einmal, warum auch immer, ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, aber ich habe mit einer Freundin zusammen ein Bobbycar gestohlen in Dates, also da wo ich herkomme. Ja. Und das Bobbycar hat kein Lenkradl mehr gehabt. Und wir sind aber dann einen Berg runtergefahren zur nächsten Kneipe, zu zweit mit dem Bobbycar. Und ich weiß nicht, wie sowas technisch generell möglich ist. Ich glaube, sowas schaffen auch nur besoffene Leute. Und man soll jetzt auf gar keinen Fall nachmachen, weil wir sind natürlich auf der Straße gefahren, aber es war Gott sei Dank schon 2 oder so in der Früh, da fährt kein Auto bei uns.
Auf jeden Fall hat es uns mit diesem Bobbycar, glaube ich, mehrfach geschmissen. Ich weiß nicht mehr so genau, aber ich habe am nächsten Tag einen komplett blauen Körper gehabt. Aber richtig viel schöne Beutel aus dem Rocks Off, da wo wir dann halt noch hingegangen sind, geschickt gekriegt von Leuten, die mich fotografiert haben, wie ich mit der größten Freude und einem Cuba Libre in der Hand durchs Rocks fahre auf diesem Bobbycar. Ja. Da wäre ich gern dabei gewesen. Das hört sich super an. Aber habt ihr noch nie weh, du im Rausch? Ich finde, besoffene Leute tun sich gar nicht so weh. Ich finde, da ist man so wie so ein Sorg, wenn man jetzt zusammenfällt zum Beispiel, da tut man sich irgendwie nicht weh. Ja, es tut nicht weh, aber also so wie jetzt der Augenbrauen-Cut, der hat um 4 Uhr in der Früh extrem plötzlich angefangen, dass ich im Bett gelegen bin. Weh zu da. Vorher hat er auch nicht weh. Du. Ja, die Tag danach tut es halt weh, oder? Ja. Also mir hat es einmal sehr auf der Wiesen von der Bierbank runtergestangelt und ich bin mit einem Fuß Au! zwischen 2 Bänke runter quasi. Oh. Und da war ich dann auch dunkelblau an dem Fuß. Boah. Und habe mich am du nächsten Tag Scheiße. gefragt, was war denn eigentlich? Dazu sagen, das war einer von deinen größten Rausch, Vreni? Oder beziehungsweise weißt du, was dein allergrößter Rausch war? Oh ja, das weiß ich sehr gut. Da habe ich das einzige Mal in meinem Leben einen Filmriss gehabt. Habt ihr schon mal einen Filmriss gehabt? Ja. Also ich möchte behaupten, dass ich das noch nie hatte, aber eine Freundin hat mir Gegenteiliges erzählt. Also, ja. Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Es war ein Ausflug ins legendäre Spinnradl. Grüße an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße. Und man sagt ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber man darf keinen Spinnradl spezial trinken. Nein, das haben wir Und- noch gar nicht gehört. Na. Denke mal. Da wird ja niemand bestellt. Nein, ich habe ihn tatsächlich nicht bestellt. Ich habe mir einen in die Hand gedruckt. Und man hat ja immer die Wahl zwischen einem normalen Glasl und zwischen einem Humpen. Und mir wurde ein Humpen-Spinnradl spezial in die Hand gedruckt. Und den habe ich getrunken. Er war sehr, sehr gut. Und dann weiß ich nichts mehr. Aber das war schon, also es war mein erstes und einziges Getränk an diesem Abend. Ich bin dann aufs Klo gegangen, da habe ich noch Bruchteile davon in meinem Kopf, was da passiert ist. Und dann bin ich hinaus ins Auto und das Spinnradl ist am Spitzingsee, es liegt sehr hoch. Man ist da meistens im Winter, es war arschkalt. Und ich bin ins Auto gegangen von meiner Freundin, die Fahrerin war. Und das war so ein uralter Honda Civic, so, keine Ahnung, einfach eine uralte Schüssel. Und dann bin ich da drin gelegt und sie hat da, weil sie als Kellnerin jobbt hat, zu der Zeit hat sie da tausende Dirndl drin gehabt und ich habe mich einfach mit alle ihre Dirndlschürzen zudeckt. Oh, Und sie hat dann gesagt, du nein. darfst den Motor anmachen, damit es warm wird. Und ich habe halt vom Beifahrersitz aus am Motor angeschalten und dann hat sich das Auto natürlich bewegt und war dann einen Meter weiter vorn gestanden und ist gleich der Motor wieder abgestorben, weil halt der erste Gang drin war. Und dann habe ich in diesem Auto so 2 Stunden verbracht oder so krass. und habe da versucht zu schlafen, aber mir war es einfach arschkalt. Und dann bin ich wieder rein und das, was so krass komisch war, also ich war dann wieder drin und ich war stocknüchtern. Also das war Krass. ein mega seltsames Erlebnis, weil einfach 2 Stunden Blackout und dann war ich wieder ganz die Alte. Also ich habe dann auch nichts mehr getrunken, der Abend war gelaufen, aber es war sehr verrückt. Naja, Aber hast du gespielt? was denkst du denn? Ja, weil dann wird, also ich sitze ja an taktischen Zwischenkotzerei. Beruflich. So, kennst du dich da aus? Wieso, was war dein krassester Rausch mit taktischen Zwischenkotzern? Ich weiß nicht mehr, ob es da taktische Zwischenkotzer gegeben hat. Also alleine von meinem Pegel her, glaube ich nicht. Und ich möchte halt auch gerne sagen, dass das schon lange her ist, aber es ist im Vergleich auch nicht lang her. Und zwar war das mein allererster Tag auf Malle. Also als ich das erste Mal in meinem Leben privat war und das war 2023. Und jetzt wird es noch schlimmer. Ihr wisst es es war mit meiner Mama. Und es gibt sehr viel schönes Videomaterial davon. Und mit der Antonia, mit meiner anderen Tourbegleiterin. Wir haben uns gedacht, wir schauen uns jetzt mal Mallorca an, weil so viele Leute haben ja zu mir gesagt, ja, also deine Musik, die darf da schon gut hinpassen, du musst da mal hinschauen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir das halt jetzt mal.
Und dann sind wir über einer Antonia einen Geburtstag geflogen, 3 Nächte lang. Und den ersten Abend, wo wir halt angekommen sind, man muss dazu sagen, ich habe eine Nacht vorher noch in der Disco in Graz einen Auftritt gehabt. Und da war eine Frau, möchte ich jetzt mal sagen, eine junge Frau, die irgendwann nach meinem Auftritt an den Tisch gekommen ist, wo ich war, und gesagt hat, kennt ihr irgendwas in meiner Tasche suchen? Ich weiß nicht mehr, was war. Ich sehe nichts mehr. Und dann hat sie noch erzählt, sie war bei dem Auftritt ja jetzt von der Anja Bavaria, weil die Lidl haben ihr da voll geholfen, quasi über ihren Ex-Freund hinwegzukommen, und so hat es dann mir verzeiht, und ich so, ja, cool. Also voll lieb eigentlich, aber die hat halt wirklich nichts mehr gesehen. Und dann habe ich nur gesagt, arrogant wie ich bin, am Flughafen, habe ich nur gesagt zu Mama und zu Toni so, ja, dass mir das halt passiert ist letzte Nacht und dass ich das noch nie gehabt hätte, dass man nichts mehr sieht vor lauter Rausch. Also man sagt ja oft so, Schnaps macht einen blind, aber ich habe das noch nie erlebt gehabt. Ja, und ihr wisst das wie es ist, wenn ich irgendwas sage, dann kriege ich es. Dann sind wir am Abend eben erst angekommen und haben uns gedacht, naja, dann schauen wir jetzt noch zum Mickey Krause in den Megapark rein. Um 12 Uhr hat Toni Geburtstag, da stößt man dann vielleicht noch mit einem Sektal an und dann gehen wir wieder. So, keine Ahnung. Dann sind wir da angekommen im Megapark, waren eine Sekunde da, dann hat der Nachbartisch, Männertisch, hat uns schon was von der Säule runterlassen. Generell sind mir, glaube ich, am meisten Getränke ausgegeben worden, wo ich mit meiner Mama fort war. Was ist das eigentlich? Das ist die Magie. Ja, das ist Mama die, Magic, das ist ja. die Magie von der Fichtelin. Auf jeden Fall habe ich mir dann, weil ich noch nicht gewusst habe, dass das brutal reidig ist, habe ich mir dann ein Mach's Mojito bestellt. Und die war richtig braun, also es war nur Rum gefüllt drin. Und alle, die wo probiert haben, haben so richtig das Gesicht verzogen. Also auch alle Typen haben probiert, die haben gesagt, jetzt kannst du nicht trinken. Und das hat mich provoziert. Da habe ich mir gedacht, nein, ich kann das schon trinken. Und dann habe ich diese Masse halt immer wieder das Gesicht verzogen, aber ich habe es ausgetrunken. Naja, Respekt. dann hat Toni noch um 12 Uhr ein Tequila geholt, was mein absolutes Kryptonit ist. Das kann ich einfach nicht trinken. Da schaut es mir komplett an den Schalter raus. Und ich habe zu ihr gesagt, Antonia, ich habe dir mehrfach schon gesagt, ich kann keinen Tequila trinken. Dann hat sie gesagt, aber es ist mein Geburtstag. Dann hat die ein schlechtes Gewissen und haben getrunken. Und ein paar Stunden später bin ich sauber im Zickzack gelaufen und habe einen Weg leider nicht mehr gesehen, weil ich meine Augen nicht mehr aufgeregt habe. Und es gibt nur ein legendäres Video davon, wie ich auf dem Bett hocke. Antonia mich filmt, meine Mama aus dem Bad rauskommt, weil wir waren in einem Zimmer, warum auch immer, und sagt, hat da jemand ins Waschbecken gespielt? Ja, wer? Und ich so, na. Und bin dann wieder so umgeflogen aufs Bett. Und hat aber währenddessen auch noch eine Unterhose auf dem Kopf. Also ja, war gut. Das war jetzt eine sehr lange Geschichte, es tut mir leid, ich habe sehr ausreden müssen. Und Rest, was war dein legendärster Rausch? Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen fies, weil mit der Geschichte kann man einfach nicht mithalten. Das ist ja brutal. Aber wir haben eine Gemeinsamkeit. Ich habe nämlich auch in ein Gefäß geschrieben, das definitiv nicht dafür da ist, dass man einschreibt. Also es war Abschlussfahrt. Wir waren in Rom und wir waren natürlich alle unter 18. Zum Glück war es außerdem sau heiß. Es hat so an die 40 Grad gehabt den ganzen Tag über. Oh Gott. Und wir haben uns alle auf der Exkursion, auf der wir waren, so kleine Fanta-Flaschen mitgenommen, wo wir Fanta-Wodka gemischt haben. Und da haben wir den ganzen Tag über schon Fanta-Wodka gesoffen. Und am Abend sind wir dann in so eine Disco gegangen. Wie sehr willst du wie ein alter Mensch klingen? In eine Diskothek sind wir gegangen. Die war direkt neben unserem Hotel. Und da hat man so Flatrate saufen können. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt schon so dicht, dass ich dem Türsteher weiß gemacht habe, lass mich für einen Fünfer rein, weil ich werde keinen Alkohol trinken da drin. Versprochen. Ja. Und da habe ich bestimmt eine halbe Stunde besoffen mit dem diskutiert und irgendwann war es ihm einfach zu blöd und er hat gesagt, bitte geh einfach rein. Gib mir den Fünfer und geh einfach. Und dann, ich war aber wirklich der Überzeugung, ich will nichts mehr trinken. Ich bin an die Bar gegangen und habe zu der Frau gesagt,
ich hätte gerne einen Orangensaft, bitte. Und dann hat sie halt gesagt, haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ein Wodka auch. Und das war der Anfang. Hey, aber das hatten sie dann, oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß wirklich nicht. Und dann habe ich halt schön Wodka auch hier hineingepegelt in diesen Körper. Und dann sind es nur noch Fetzen. Also dann weiß ich, dass ich mit verschiedenen Leuten tanzt habe. Dann weiß ich, dass ich so auf dem Tisch liege, rüberschaue zu meiner Freundin Becky, Grüße, wie sie, das ist die kleinste Frau, die ich kenne, die ist super klar, super schmal und sie hat so eine riesen Zigarre im Mund und raucht die Zigarre in diesem Club. Dann wieder Cut, dann weiß ich, dass jemand die Tür aufmacht vom Männerklo und alle reinschauen und lachen, weil jemand das Waschbecken aus der Wand gerissen hat im Männerklo. Das ist wie so unnötig. Und dann, ja, also wirklich, die haben uns, glaube ich, so gehasst da. Also unser ganzer Jahrgang war halt da in dem Club Ja. und hat sie aufgeführt. Und irgendwann haben meine Freunde erkannt, diese Frau kann nicht mehr. Und dann wollten sie mich in mein Hotelzimmer bringen, haben mich im Hotel in Aufzug, weil ich habe nicht mehr gehen können natürlich, haben mich im Hotel im Aufzug so in der Ecke gelassen. Und dann bin ich im Aufzug umgefallen. Wie so ein nasser Sack. Ja, und im Hotelzimmer habe ich halt dann leider ins Bidet speiben müssen, anstatt ins Klo. Es war beides nebeneinander, aber ich wollte halt leider ins Bidet speiben. Ja, Kann man nichts machen. ist verständlich. Ja. Kann man besser knien. So, ich glaube, das war der Grund, warum ich mich da dafür entschieden habe. Ja, da sind noch ein paar andere schlimme Sachen passiert, die muss man jetzt nicht alles ausführen, aber was ich noch, oder womit ich es abschließen möchte, ist, das war die erste Woche, in der meine amerikanische, das war nicht der richtige Austausch, aber meine Austauschschwester bei mir war. So hat mir die kennengelernt. Das war, glaube ich, der 2. oder 3. Tag, wo wir uns kennt haben. Die werden sich auch gedacht haben, ach du Scheiße. Danke. Ja. Sehr Ja, geil. genau. Ja, sehr schön. Macht's das alle nicht noch, Kinder? So. Ich würde sagen, dann steigen wir jetzt halt passend dazu in die erste Kategorie ein. Und zwar ist es die 3 Besten versus die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Sagt's mir doch jetzt mal die 3 besten Alkoholgeschmäcker in euren Mündern und die 3 schlimmsten. Vreni, leg los. Ich fange mal mit den Besten an, das fällt mir, glaube ich, leichter. Also auf die 1 unangefochten Cuba Libre. Oh ja. Auf die 2. Er hat der 2. Platz, ist hart umkämpft von Bier und Aperol. Kann mich nicht entscheiden, glaube ich. In Zweifel trinke ich doch lieber Aperol als Bier, bin ich so ehrlich. Hat sie nicht gesagt. Ich heb mein Bier die Ohren zu, was? Und die 3 schlimmsten, da die sagen, Espresso Martini, oder wie heißt das alles? Ich bin entsetzt, ich bin empört, ich raste aus. Ja, es heißt Espresso Martini. Dazu müssen wir wissen, wir waren mal wieder im Spinnradl und der Rest kam mit einem Espresso Martini daher und hat gesagt, probier das mal, das schmeckt wie Spaghetti Bolognese. Hey, die Geschichte möchte ich richtig stellen. Okay. Espresso Martini schmeckt nicht nach Spaghetti Bolognese. Sondern? Aber kennt ihr das, wenn es so Kaffeeautomaten gibt, wo man sich Kaffee und auch Suppen runterlassen kann? Ja. Und das hat so geschmeckt, als war der Kaffee, der in diesem Espresso Martini ist, aus so einem Automaten, wo sich halt vorher jemand Spaghetti Bolognese oder Tomatensuppen oder irgendwie sowas runterlassen hat. Daran hat es mich erinnert. Aber was man dazu, um den Ruf vom Spinnradl zu schützen, sagen muss, ist, dass ich davor einen rostigen Nagel getrunken habe und wahrscheinlich war es einfach mein Mund. Dass der Tabasco im rustigen Nagel da vielleicht durchgegangen ist. Richtig. Also ich habe auf jeden Fall nicht gefunden, dass der Espresso Martini nach Spaghetti Bolognese schmeckt, aber er war einfach nur kreislig. Ja, schön. Es war schlimm. Und nachdem du gerade einen rostigen Nagel erwähnt hast, ich glaube, hab ich den probiert, das weiß ich nicht mehr. Aber einen haben wir alle Das weiß ich getrunken, auch nicht. oder? Ich glaube schon. Also das Das war weiß Wir ich an dem Abend, also da hat Therese, Nicht? weil wir haben zu Therese gesagt,
die war das erste Mal im Spinnradl und wir haben gesagt, trink keinen Spinnradl Spezial und trink keinen rostigen Nagel. Und Dres hat ein Spinnradl Spezial und 2 rostige Nägel getrunken. Das ist so wie mit dir und dem Kölsch. Das provoziert mich einfach. Das provoziert mich. Wie, ich darf das nicht trinken? Ich trinke 2. Was jetzt? Nimm das. Was möchtest du jetzt Ja. machen? Zeig's mir. An der Stelle nochmal liebe Grüße ins Spinnradl. Bestellt euch keinen rostigen Nagel. Aber ein Espresso Martini bestellt euch bitte wirklich nicht. Doch. Und Das sonst- ist Entschuldigung, du warst noch nicht fertig. Ja. Und sonst fällt noch Nummer 3 der schlechtesten alkoholischen Getränke in meinem Mund innen drin. Ja, ich finde auch Tequila echt eklig, muss ich sagen. Ja, bin ich raus. Ja, geschmacklich war bei mir gar nicht das Problem mit dem Tequila. Es ist nur das, was er mit mir macht. Okay, ja, ich finde ihn auch geschmacklich echt scheußlich. Aber Dres schüttelt vehement den Kopf, also ich glaube, da gibt es jetzt ganz andere Ansichten, oder? Ja, das mit dem Espresso Martini macht mir natürlich stinksauer. Ich liebe Espresso Martini. Das ist meine Nummer 1. Oh, Ich habe noch echt? nie einen probiert. Ich schau mich. Für das, dass es Das deine machen Nummer wir das 1 nächste Mal, wenn wir ist, uns sehen. trinkst du den echt selten in unserer Gegenwart. Ja, also dazu muss man ja sagen, ich bin ein Rentner und ich vertrage nicht so viel Koffein. Psst. Aber ich liebe das. Also Espresso Martini ist das Beste. Das ist mein erster Platz. Krass. Ja, ich überlege gerade, mein zweiter Platz. Boah, ich mag weißen Tequila sehr gern. Ah, du bist echt Aber- abartig. Ja, voll. Aber hey. Aber das darf ich, glaube ich, nicht in meine Top 3 nehmen. Ich glaube, ich darf Pfeffi auf dem zweiten Platz und Cuba Libre auf dem dritten. Ja. Ein Pfeffi ist, Und bei was die- hat man wenigstens einen guten Geschmack dann im Mund, gell? Ja. Das Aber finde ich eigentlich nicht ist es auch nicht so geil. Schmeckt schön wie Mundwasser, das wo man halt runterschluckt. Ja. Ja. Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, gut, dass ich das vorgeschlagen habe und selber noch nicht drüber nachgedacht habe. Aber du kannst jetzt nur nachdenken, während ich meine 3 ekligsten sage. Ah ja, du hast deine ekligen. Achso, weil die Ja. waren. Entschuldigung. Die waren für die so Die eklig. waren für mich so eklig, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass das die Das ist so besten waren. bodenlos. Das ist so bodenlos. Meine 3 ekligsten, da ist auf dem ersten Platz auf jeden Fall Gin. Das verstehe ich nicht, wie das Leute mit Genuss saufen Ja, da können. geh ich Das, Da gehe ich auch mit. dann Whisky ist bei mir das Gleiche. Das Ja. schmeckt einfach nicht geil, finde ich. Ja. Ah, Verena hat das schon viel getrunken. In meiner Jugend Echt? war ich Jackie Cola Mensch. Da hat er sich ein paar Cowboy-Schalen reingestellt. Oha, ich wusste das nicht. Das wusstest du nicht, echt? Aber ich bin mir im Nachhinein ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich das getrunken habe, weil ich gemeint habe, ich bin cool, wenn ich das trinke, oder ob es mir wirklich geschmeckt Ja. hat. Verstehe. Also ich fand das noch nie gut. Ich glaube, das hätte man auch nicht einwürgen können, um cool zu sein. Das, geht gar nicht. Und das dritte ist Aperol. Ich hasse das. Sind Sag alle 3 mal. Sachen sind irgendwie so bitter und so herb. Ja. Da bin ich raus. Ich mag es gerne süß und cremig. Sehr schön. Dann hau du deine raus, bitte. Boah, also ihr werdet total überrascht sein. Auf Platz 1 der besten Getränke in meinem Maul drin ist natürlich Bier. Ja. Auf Angeber. Platz 2. Ja, wobei ich trinke halt auch schon gern Mischgetränke und Cocktails. Also die schmecken mir halt auch sehr yummy. Aber ja, Bier ist halt so, das geht halt eigentlich immer. Aber man muss dazu sagen, Borisch-Bier. Also ich bin jetzt nicht so eine Biertrinkerin, dass ich mir denke, es ist mir wurscht, ob das jetzt ein Lager ist oder so. Also, Borisch-Bier. Und auch Borisch Helles und auch Weißbier. Das mag ich gern. Pils nicht. Dann, nur weil ihr gefragt habt. Ja, doch. Ich wollte gerade fragen. Ich bin froh, dass du das schon vorausgenommen hast. Dann auf Platz 2, da die auch sagen, Cuba Libre oder aber auch Mojito. Also generell Rum-Mix-Getränke liebe ich einfach sehr. Was auch richtig gut schmeckt, ist Captain Morgan mit Maracuja-Saft. Om nom nom. Und was ich auch gerne mag, ist 43er Likör mit Maracuja-Saft und einen Schuss Milch. Das ist so wie dieses Solero-Eis. Ich merke, wir machen hier gerade Werbung für Alkohol. Es ist nicht gut, ich weiß.
Aber ich komm mich zwischen diesen Mixgetränken nicht entscheiden. Also ich sage jetzt einfach mal, auf Platz 2 ist ein Rum-Mixgetränk generell. Schmeckt mir. Zeit. Und auf Platz 3, da die sagen Rotwein. Weil das ist auch was bei mir eigentlich immer geht. Weißwein, Süßer oder herber? das ist mir wurscht. Aber mit Weißwein kannst du mir richtig jagen. Ich weiß nicht wieso, aber das schmeckt mir überhaupt nicht. Aber Rotwein vertrage ich zwar nicht, aber trinke ich gern. Rotwein ist irgendwie sehr erwachsen, oder? Ist ein richtiges Erwachsenengetränk, finde ich. Ja, das habe ich aber mir schon mit 16 eingestellt. Also da haben wir schon mal Lambrusco getrunken, wobei das zählt wahrscheinlich nicht als Rotwein. Das ist ja so ein Jo. sprudeliger, süßer. Den hat man vom Pizzaflitzer gekriegt, oder? Ja, bei uns hat es den im Kesselhaus gegeben, im legendären Lokal in Dates. Wir haben auch im Studium richtig viel Rotwein getrunken, also du und ich, Anja. Ja, Haben wir eigentlich jede Woche Rotwein getrunken. stimmt. Wir haben da einmal ein Video gemacht, wie sie dann ein Bier erhängt hat, weil es so traurig war. Und wir haben dann gesungen, I don't wanna do this anymore. Das Video hab Ja. dann zum Glück ich gekriegt, weil ich war nicht dabei. Schade. Oh. Das ist echt Aber schade. mit mir war auch kein Rotwein gesoffen worden. Ja, mit dir wird Schnaps getrunken meistens. Ja, da sind wir auch schon bei den schlimmsten Geschmäcker in meinem Mund. Das ist auf Platz 3, da die Song Gin. Also ich glaube, das ist wie mit dem grünen Ding, was die Asiaten Absinth? und Achso. Mexikaner ins Essen reinhauen. Koriander. Koriander. Das schmeckt da halt oder das schmeckt da nicht. Und mir schmeckt Gin halt auch absolut nicht. Kann da gar nichts damit anfangen. Dann, da die auch sagen, eben Weißwein pur, Pfui Teufel. Aber mit Sprudelwasser gerne rein in meinen Mund. Verrückt. Und auf Platz 1 des schlimmsten Alkohols ist für mich Enzian. Das ist einfach, da darf mein Papa jetzt halt vehement widersprechen, weil der behauptet ja, dass das der beste Schnaps auf der Welt ist. Aber ich glaube, das ist erst der beste Schnaps, wenn du im Rentenalter bist und du kein Problem damit hast, dir einfach Erde in den Mund zu stecken. Das ist auch ein bisschen so ein Bergding, oder? Je nachher an die Berg, desto mehr trinkt man Enzian. Bei uns trinkt das kein Mensch. Ja, das kann sein. Ich wohne ja von uns drei am nähersten an die Berge, vielleicht deswegen. Vielleicht liegt es an dem. Da sind ja Leute also generell ein bisschen anders. Ich habe das noch nie gehört. Was Enzian? Also ich kenne Enzian, aber ich habe nicht gewusst, dass es einen Enzian-Schnaps Echt? oder Likör gibt. Das habe ich noch nie Oh gehört. mein Gott, ich muss dein Gesicht sehen, wenn du das trinkst. Das wird dann der Reisier Nice Nummer 1 Getränk. Ja, Ja, das glaube ich wahrscheinlich. nämlich auch. Ja, geil. Ich bin ja im Herzen ein alter Mensch, das kann schon sein, ja. Und stehst auf Abartigkeiten. Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall wieder mehr über euch. Wir müssen natürlich nur die anderen Punkte nur schnell abhaken, es hilft nichts. Daher Gewalt. Wart ihr schon mal in eine Schlägerei verwickelt? Verena. In der Grundschule habe ich mal auf die Fresse gekriegt. Warum? Oh Gott. Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. In meiner Erinnerung habe ich gar nichts gemacht. Hä? Bin einem Mitschüler Aber aus gegenüber nichts? gestanden auf dem Pausenhof. Und ich weiß nicht warum, aber er hat mir einfach mit der Faust im Bauch geschlagen. Was? Ja, So ein richtiger Arschloch. Arsch. Ja. Und dann, Das ist richtig krass. wisst ihr, was dann passiert ist? Dann Was? war ich sauer. Ich habe es der Lehrerin verzeiht, klar. Die hat das aber irgendwie nicht ernst genommen. Die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, verzeih keinen Scheiß. Und dann habe ich am Okay. Heimweg diesem Typen seine Pausenbrotbox aus dem Schulranzen geklaut, weil ich wollte mir rächen. Und die habe ich dann Stark. bei unserem Bauhof, da ist man am Heimweg vorbeigegangen quasi, da habe ich die dann, da war so ein großer Stor davor gelegen. Und da habe ich diese Pausenbrotbox hinter diesen Stor gelegt. Und dann sind wir heimgegangen. Und am nächsten Tag, wisst ihr, was da passiert ist? Am nächsten Tag in der Erzähl's Früh uns. stand seine Mama in der Klasse und hat sich aufgeführt, weil ich dem seine Pausenbrotbox geklaut habe. Nein. Doch. Oh Gott. Habe ich noch geschimpft gekriegt auch noch. Ich fand die ganze Geschichte einfach nur unfair. Ich habe ihm dann auf dem Ja. Heimweg seine Pausenbrotbox wiedergegeben.
Ich bin komplett Aber ich lieb auf deine deiner kriminelle Seite. Energie. Aber ich frage mich jetzt auch, ob du schon mal uns was geklaut hast, wenn du sauer warst. Ich überlege gerade. Die Tatsache, dass du überlegen musst. Nein, ich glaube nicht, dass ich schon mal bewusst euch was geklaut habe. Nächstens aus Versehen. Wobei, da redet die Oberdiebin, gell? Du klaust immer meine Handtücher, wenn du bei mir bist. Das Ach so, stimmt, nein, aber ich hätte einfach gern ein Stück von dir bei mir daheim. Ja, sag Entschuldigung, das dass ich doch. dich vermisse. Dann gebe ich dir doch ein Handtuch, dann kannst du ein T-Shirt haben. Das ist so eklig. Du willst das doch auch, Anja. Res, warst du schon mal in einer Schlägerei verwickelt? Na, also ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Schlägerei gesehen. Nein. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Ich weiß, dass ich mir mal mit einem anderen Mädel, als ich in der Grundschule war, dass wir uns mal gegenseitig an die Haare gezogen und zwickt haben, weil wir die gleiche Barbie haben wollten. Aber ich weiß nicht, ob das als Schlägerei zählt. Aber auch krass, dass das so ausartet mit der Barbie. Ja, es war ernst. Kennt ihr die Barbie von früher noch, die so Inline-Skates gehabt hat? Na, weiß Die war richtig cool. Na. Die hat irgendwie von selber fahren können, die Inline-Skates. Vielleicht wollte ich mir das auch ein. Es klingt irgendwie so, als hätte es es damals noch nicht gegeben. Aber Ja, kann auch sein. ich wollte es haben und sie wollte es auch haben und dann haben wir uns Und wem zwickt. hat's Aber so gehört, richtig. ist die Frage. Ja, ihr halt. Arschlochkind. Nein, ich weiß tatsächlich nicht mehr. Keine Ahnung, wem die eigentlich gehört hat. Mir nicht und ich glaube aber ihr auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Welche Haarfarbe hat euer Lieblingsbarbie gehabt? Braun. Braun? Ich habe bloß 2 gehabt. Und also ich habe irgendwie so einen Barbie-Hass gehabt, wo ich glaube. Da Okay. gab es mal eine, da habe ich alle Gliedmaßen ausgerissen. Scheiße. Oh Gott, jetzt wenn ich Alles das so klar. herklingt, das ist richtig schlimm. Ja, ich glaube, dass Ja. du die Geschichte mit dem Bub vorstellen hast, dass du die mal nicht reingehauen hast. Wahrscheinlich. Und dann noch sein Pausendosen klauen. Das kommt noch on top. Der Arme. Nein, ich habe dann erst später das Barbie-Game entdeckt. Und ich habe aber immer ich glaube, die waren beide blond. Ich fand das immer cool, wenn die so lange Haare gehabt haben. Das habe ich immer bei meiner Freundin Ramona, die hat 5000 Barbies gehabt und da war ich immer eifersüchtig auf die ganzen Barbies mit den langen Haaren, weil ich habe meine immer Haar geschnitten und es war immer schief. Und dann habe ich halt immer nachgeschnitten und irgendwann haben sie halt alle einfach kurz eine Frisur gehabt. Alle zwei. Eine Kecke. Okay. Pfiffig. Frech. Kess. Peppig. Flott. Genau so. Aber Anja, warst du schon mal in der Schlägerei verwickelt? Ja, bei mir gab es auf jeden Fall auch Grundschulschlägerei. Ihr wisst ja, dass ich einen sehr ausgeprägten Fäkalhumor habe und den habe ich schon seit ich klar bin. Oder klar war. Und ich hatte Pupskisten. Und ein anderes Mädel aus meiner Klasse, die war so sauer, weil ich das Pupskissen bei ihr draufgelegt habe auf dem Stuhl, dass sie es zerrissen hat. Und dann gab es auf jeden Fall auch einen Haarzieherkampf am Boden. Am Boden. Ja, natürlich. Ja, gut. Total, okay. Ja, da kann man auch mal ausrasten, oder? Der Rest Ja, weiß, wie ich versteh eine ich. Pupskissen mag. Weil meine Nichte hat jetzt auch eins gehabt und hat es bei meinen Eltern lassen und Res und ich waren bei meinen Eltern. Und da habe ich es der Res beim gemeinsamen Essen und das Kissen gelegt. Ja. Fand's auch nicht lustig. Vor meinen Eltern. Vor allem habe ich mich so richtig drauffallen lassen. Das sind die kleinen Freuden, die ich noch habe in meinem Leben. Es tut mir leid. Ja. Ja. Schön auf Kosten anderer lachen. Aber ich finde es auch krass, dass du noch nie eine Schlägerei beobachtet hast. Also ich habe schon so viele Schlägereien beobachtet. Schon von Los Bodalos, glaube ich, war ich schon bei 2 dabei. Dann, aber es ging vor andere aus, also nicht vor einer, muss man jetzt einmal sagen. Und einmal ist er nur eingegriffen worden in einer Schlägerei, die schon da war, seitens Los Bodalos. Ich glaube, du musst einfach mal nach Tirol kommen, Res, weil da ist einfach so krass, da gibt es immer eine Schlägerei. Ich freue mich jetzt auf meine ganzen Tirol-Auftritte, die ich jetzt wieder habe. Damit du die mal wieder so richtig ausleben kannst.
Na, na, weil die immer gute Gastgeber sind. Also wirklich, da fällt es dann gar nichts. Und die sind solche liebe Leute und ich verstehe es einfach nicht, dass die dann immer um 21 Uhr schon anfangen, sich zu schlägern aus dem Nichts. Das ist Wahnsinn. Tirol, was ist los bei euch? Ich habe dann mal einen Veranstalter gefragt, also von so einem Burschenverein halt, gefragt, so, ihr seid doch so lieb, wieso schlagt ihr euch immer? Und dann hat er gesagt, na, das kommt halt drauf an, wenn wir jetzt in das eine Tal da fahren, dann ziehen wir halt Stahlkappen schon an. Warum? Void. Das ist krass. Also das ist auf jeden Fall ein wildes Phänomen in Tirol. Naja, aber sonst war ich Gott sei Dank selber jetzt so nicht involviert und ich hasse Gewalt auch wirklich. Ich finde das sehr, sehr, sehr schlimm. Ja, dann haben wir das noch abgehakt, dann müssen wir jetzt zu Sex kommen, aber ich glaube, die Zeit reicht dafür nicht mehr ganz. Ich darf das Thema Sex in die nächste Folge verschieben, wenn es für euch in Ordnung ist. Und da jetzt einfach einen kleinen Hauch Sex geben, indem wir unsere Kategorie Liebesbriefe zum ersten Mal machen. Und zwar ist ein Video, das ich zufällig für euch gemacht habe, weil ihr da schon 10 Minuten lang meine Nachrichten gelesen habt und ich da angefangen habe, irgendwann zu filmen, weil es einfach sehr lustig war, euch dabei zuzuschauen, ist viral gegangen bei mir auf der Instagram-Seite und die Leute wünschen sich ein Part 2 und ich würde sagen, das liefern wir einer jetzt. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. LG Herbert. Liebesbriefe. Zu Beginn dieser Kategorie müssen wir aber gleich festhalten, dass es sich hierbei nicht um Fans handelt, die da geschrieben haben, sondern um Romeos, die auf mich aufmerksam worden sind, weil ein Foto von mir viral gegangen ist, wo ich einfach nur vor dem Praxer Wildsee in Südtirol in Winterklamotten stehe. Und das wurde dann auch in irgendeiner Datinggruppe geteilt, gegen meinen Willen. Und dann waren die Romeos am Start auf meiner ganz normalen Facebook-Musikseite, wo halt einfach so automatische Antworten eingestellt sind, wie falls du Fragen zum Booking hast, rühr dich bei bla bla bla, falls es sonstige geschäftliche Anfragen gibt, bei bla bla bla. Merci. Und mit dieser automatischen Nachricht wurden sehr viele Gespräche geführt. Verena und Res haben euch da mal ein paar Schmankerl wieder rausgesucht. Ich habe was vom Jörg. Nice to see you. I wish you were here by me in Berlin. Oh Gott, ich kann kein Englisch. In Berlin, Germany. Ich habe hier vom Guido. Hello, how are you? Hello, how are you? Längere Pause. Have you a phone number? Na, Ja, berechtigte Frage, aber okay, ich hab noch einen. Was für bezaubernde, leuchtende Augen du hast, wie ein Diamant. Und schaust noch wie eine Perle richtig hinreißend aus, du Sternschnuppe. okay. Du Sternschnuppe des Jahres aller Zeiten und auch die allerschönste Braut auf Erden. Oha. Ich finde da hat er nicht zu dick auftragen. Ich kann nur einen Thorsten anbieten. Der Thorsten hat am 5. Juni geschrieben, hey und LG, Zwinker-Emoji. Okay. Das haben leider nicht geantwortet, deswegen hat er es am 14. Juni nochmal probiert. Hey und LG, geht es dir gut? Thorsten. Hey und LG. Und als du dann tatsächlich bis ins nächste Jahr eine nicht geantwortet hast, hat er es am 9. März nochmal probiert und hat geschrieben, GGLG Thorsten. Liebe Grüße zurück, Thorsten. Jetzt ein bisschen spät, es tut mir leid. Der Jörg hat sich nochmal gerührt. Wiederholungstäter. Facebook ist neu für mich. Ich rede dich auf Deutsch an, da weder dein Aussehen noch dein Name exotisch wirken. Ja. Okay. Bist also nicht exotisch. Schade eigentlich. Ich finde das generell eklig, wenn Männer sagen, dass bestimmte Frauen exotisch ausschauen. Ja. Das ist irgendwie Ja, Das ist sehr voll. widerlich. widerlich.
Ich hätte zum Abschluss noch eine Nachricht vom Daniel. Ja. Er fragt, bekommt man Geld, wenn man so offen sich zeigt, natürlich an einem wunderschönen Ort? Hast du wieder sehr offen gezeigt. Ja. Wahnsinn, wo ist das? Ich würde meiner Dame den Finger reichen und suche dafür einen Ort, dass halt auch die Stimmung passt, da wir uns sehr, sehr körperlich lieben. Ist es da möglich oder nicht? Okay. Was will jetzt der Autor sagen? Das wissen wir leider nicht. Das wissen wir leider nicht. Aber wenn ihr gedacht habt, es ist schon vorbei, dann habt ihr euch täuscht. Denn dann kam deine automatische Antwort, die du halt eingestellt hast. So, hi, danke für die Nachricht, bitte melde dich da und da, wenn es war. Und dann hat er zurückgeschrieben, nee, zu viele Mails, egal, trotz allem danke. Schaut, dass der beim Booker keine Nachricht geschrieben hat. Der hätte sich gefreut. Der Manuel schreibt Baklava. Wieso? Das wissen wir nicht. Süß wie Baklava natürlich. Ja gut, das war schön. Ich würde euch gerne auch noch eine Nachricht vorlesen. Und zwar hat der Florian geschrieben, ich bin Florian. Ja. Ja, kurz, was sagst du dagegen sagen, oder? Na, kann mir auch gar vorrufen. Ja, der hat kein Problem mit Vorstellungsrunden. Naja, Freunde, schön war's mit euch. Vielen Dank. Ihr sagt ja immer, dass ich mich so schlecht verabschiede, was ich nicht ganz verstehe. Also ich bin anscheinend sehr herzlos, was Verabschiedungen angeht. Deswegen verabschiedet ihr doch bitte die Leute. Also dann, Also, servus, gell? mach's gut. Na, jetzt legt's endlich auf. Na, du leg auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, bewertet das mit 5 Sterne. Falls nein, bewertet überhaupt nichts, ihr Wichser. Der Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.